Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, Folge 6 World Squad 2024. Ja, ich hab Bock. Ich hoffe ihr auch. Bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, Leute, wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt und euch gefällt, was ihr seht, abonniert den Kanal, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Und damit würde ich sagen, rein in den Bombs. In Nederlands is dat goed. Ja, Nederlands is top. Van Duits moet ik nog niet bij hebben. Ja? Dus na 2 weken is dat goed hoor. Ja, klinkt hetzelfde toch? Ja, ik kan beginnen eerst 2 weken ook en daarna... Hoe is het met jouw wedstrijd? Ja, ik doe zo'n project hier voor Bayern. Van 1 week dus tegen vandaan in Innsbruck. En volgende week tegen Bayern 190. Kijk je naar uit? Ja, en dan ook naar de vakantie. Geht der jetzt ernsthaft denn diskutiert oder was? Jetzt mach ihn bitte rein. Stay! Sah knapp aus, wa? Links hoch oder was? Ja. Jetzt. Hier hat meine Cam noch einen Tacken höher, oder? Don't like the height? So scared. Jesus. Welcome to Top of the Rock. Wahnsinn, Aussicht nicht. Das ist wie in München. I saw a lot of movies like King Kong, Great Towers. This one? Yeah, it's crazy. Empire State Building. Ich glaube, ein besserer Blick auf New York bekommt man kaum. See? You're safe. Yeah. Yeah? Yeah. It's so wonderful. I'm scared. It's a little bit scary, but it's a so wonderful experience. Wunderschön und man sieht auch die Jungs. Ja, ist ja, was ich schon in der letzten Folge sagte, ne? Selbst wenn du da jetzt nicht irgendwie sportlich irgendwelche Vorteile hast, aber allein diese Reise ist halt schon ein Erlebnis für die Jungs. Wie es gefällt. Einige haben, die bleiben in der Mitte. It's nice view. But I'm scared. Weiß auch nicht, ob das für mich auch was wäre, so hoch. I love travel to US, and US is so beautiful. Here, being on top of this building is great. And yeah, with the team, it's just been amazing. We got to know the team well and it was a great bonding experience. I always thought like I want to go to USA, and I'm here. I love this city. New York, Times Square, it's crazy. This was an experience of a lifetime in the US, just being with FC Bayern and having the logo on my chest. It means a lot to me. One more. Ready? Für mich ist sportlich sowieso die erste Entscheidung und jede Training ist die absolut größer geworden und das bei ihm auch. Ja. Und das finde ich bei den anderen auch. Ich meine, wenn wir sagen, wir nehmen alle mit, aber wir müssen auch ganz ehrlich... Das macht ja keinen Sinn. Dann müssen wir nur schauen, wie wir das machen. Aber wann ist immer... Ja genau, aber was ist, wenn wir es morgen in München machen, morgen Mittag? Nein. Ich würde es sofort jetzt machen. Ja, wir haben noch 10 Minuten. Ja, okay, aber der Bus kann auch 3 Minuten warten, oder? Das ist hart. Also das sind auch Jungs und die wachsen ja auch einmal ins Herzen. Und dann zu sagen... Der Roy knallhart, Alter. Nee. Ja. 10 Minuten reicht. Der Bus kann 3 Minuten warten. Ist doch kein Problem. Ja, jetzt hier in New York, gerade noch auf dem Rooftop gewesen, oben am Rockefeller Center. Super Erfahrung und dann endet die Reise jetzt mit so einem Schlag für die Jungs. Das ist nicht einfach. Fieber. All good? Okay. Okay, Fieber, why we call you in? I'm sorry to say you, but we think your level compared to the other players in your position is far away. That's why we as a staff took the decision that it's over for you, this project. Stay positive the way you can. Show yourself first of all in South Africa. And then from there I really hope you will become a professional football player like all the other 21 who are here. Great journey so far. And now it ends in the World Squad, but it's not the end of the world. And yeah, you're a young player. Okay, I feel it. Oder Nikolas, Ja. Nikolas hier? Nikolas. So ist das.
to be honest, the reason why we are here, so you know that we always work on a high professional level, and our approach is always that we have the best players in the squad, and so the whole staff think that your level is too far away from the other players. And we have to be honest to ourselves as well. I hope and I wish that each of everyone will make it to professional football. Sorry to give you this bad news, but unfortunately it is what it is. Like I said, I was rejected as a young kid as well twice. I think in the end I did quite well, so I really mean it from the bottom of my heart. I hope the same for you. But I just want to say thank you. No, of course. Of course, I mean, you're one of the, I mean, you can still be proud that you were one of the 23 out of 10,000. Sometimes you have to move one step back to go too forward. And be Ja, es ist halt so eine Geschichte, wie es ja auch beim FC Bayern oft ist. Ist natürlich schwer in dem Moment. Kann man ja auch auf andere Lebensweisen übertragen. Aber am Ende des Tages muss man dran wachsen. Ne? Ist halt so der Wendepunkt. Entweder arbeitest du härter, wenn du es unbedingt erreichen willst, dann hast du jetzt den Schuss vor den Bug bekommen. Zumindest wenn du das Talent hast, ja, dann musst du halt härter arbeiten, um deine Ziele zu erreichen, oder halt nicht. Ja, und du kannst dich umorientieren. Ja, auch dafür, denke ich, ist dieses Projekt da, ne? Um dann auch den einen oder anderen vielleicht einfach auch klar zu sagen, wie es ausschaut. Ne? Auch wenn es hart ist. proud, yeah, be proud. You be part of the last 23. Everybody can hear and see me. First of all, this is the end of our USA trip. It was intense with a lot of traveling, but there's also the moment as a coaching staff. Sometimes you have to take difficult decisions. We had to do it last year as well. So we had a meeting when you were enjoying New York, and it's never nice, but we had to do it last year as well. We took the decision that Afive and Nicolas, for them it's the end of this project. It's not nice, so be there for them. And I hope for Nicolas and I hope for Afive that we as a staff were wrong. We really do. Be there for them, because they need you guys. That's what doing it together as well. Not only in the good moments, but also in the difficult moments. So sieht's aus. Es war, glaube ich, bei beiden Spielen waren wir unaniem, ja, dass das Unterschied mit den anderen zu groß war. Und ja, da kannst du hier mitnehmen 2 Wochen, dass sie München sein dürfen und nicht spielen werden oder dann leider so eine Entscheidung treffen. Ich hoffe für beide wirklich, dass wir es falsch gesehen haben. Das passiert natürlich öfter im anderen Fußballgeschäft. Man kann natürlich nicht alles richtig haben und dass die irgendwann auch mal Profispieler werden. Aber die Garantie haben die anderen, die hier noch sind, natürlich auch nicht. Die müssen sich auch diese 2 Wochen wieder beweisen, erstmal bei uns. Und ja, man hat letztes Jahr natürlich gesehen, wenn man es gut bei uns macht, dass es auch noch andere Wege gibt. Und es macht nicht Spaß, solche Entscheidungen treffen zu müssen, aber es gehört auch leider zum Fußballgeschäft. Ja, sie. Und auch zu diesem Projekt, ne? Ich habe es ja auch schon mal gesagt, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein humanitäres Projekt oder sonst was, ne? Am Ende des Tages geht es ja schon darum, da natürlich auch einen Nutzen draus zu ziehen. So hart sich das anhört, ist ein super Projekt, ja, keine Frage, ja, was natürlich nicht nur darum geht. Hat man ja auch gesehen in den letzten Jahren, wie man trotzdem weiter mit Spielern in Kontakt ist und versucht, die woanders hin zu vermitteln, wenn das Leistungsniveau nicht für den FC Bayern reicht, was natürlich ein sehr hohes ist. Ja, aber am Ende des Tages ist das natürlich eine richtige Entscheidung. Was soll man da Jungs dabei behalten, die das Leistungsniveau halt einfach nicht haben. Ne? Und nochmal, das ist natürlich auch eine Chance daran zu wachsen und härter an sich zu arbeiten. Jetzt wieder da. Wie geht's? Gut. Wir sind seit mehr als 20 Jahren Partner beim FC Bayern mit vielen guten Ideen, die sich gegenseitig befruchten, die einfach wahnsinnig schöne, kreative Dinge hervorbringen. Naja, warum war es dann in die ersten 9 Jahre VW der Sponsor? Hm? Macht euch mal Gedanken bei Audi.
So hier. Also für das Projekt, ne? Also Audi ist ja schon, er sagt es ja gerade selber, ne? Aber für das Projekt. This is our headquarter. This is where the heart of Audi is. It's the Sebener Straße of Audi. And you will have the chance to experience a little bit of the production. Normally it's the other way around. Ja, das interessiert die Jungs natürlich sehr wahrscheinlich wahnsinnig, oder? You come with your guests, partners to the Allianz Arena. Today we have the pleasure to come to see how it works here. 2003 bin ich gekommen, dann habe ich mein erster Audi bekommen. Ze hebben in meiner Zeit hier ein Auto abgeholt, aber einen Werkstattbesuch auch noch nie gemacht. So, ich freue mich auch schon. Der Projekt. Ich fühle ihn einfach. Genau solche Momente, wenn junge Menschen sich um etwas herumscharen, was unsere Designer, unsere Ingenieure, unsere Techniker auf die Straße gebracht haben, finde ich immer wieder toll anzuschauen und mich erfüllt es wirklich mit großer Freude. Die Jungs lachen, aber ich freue mich genauso wie die Jungs. Für die ist auch besonders, dass sie hier dabei sein dürfen heute. Again. So now we have 2 days to prepare our game on Friday. Warm up a little bit longer with Johnny to still get the jet lag out. 2 passing drills, a tactical drill, and then we end with 9 against 9. So sieht's aus, Leute. This is quality, well done. Well done, Jeremiah. Dus einmal hat der Defensive unter den Ball durchgelaufen als Innenverteidiger. Aber erste Training. Oh, great save! Ja, wir haben endlich Jeremiah dabei. Da muss man auch mal wieder kennenlernen. Und in diese 2 Tagen mal schauen, was für ein Spieler das ist. Dat hat heute einen guten Eindruck gemacht zum ersten Training. Morgen mal wieder sehen. Ich krieg sowieso die Zeit, sich zu beweisen. Firstly, it was very intense. It was very intense due to the tactics training. The team is very good, all are friendly, everyone are friendly to me. Nice meeting them. My name is Olalike Jeremiah. I am a centre back, I'm from Nigeria. I am a national team player. I play for Ablis Football Academy. This signing a professional contract is a big development for me and my family. Ja, habe ich ja auch schon im letzten Video gesagt, ne? Dass das für Menschen aus diesen Umständen natürlich viel, viel mehr bedeutet als nur sich im Profifußball durchzusetzen. Ne? Only my dad supports me playing football, but my mom is always scared of injury because she hears about all this injury stuff, that someone's breaking legs and so on. So she does not really like me playing football. We cannot control him because of the football. When the mother sent him to go and buy something, we took him time before coming back. He would play football. When he comes in, he will be sweating. I know what his football is. I started encouraging him. My first boot was from my dad. It was my first time seeing something like that because I'm always using canvas boot before. So when he bought the new boot for me, I was so amazed. Jeremiah is a very good son to me. He's a very nice guy. I can only advise him that he should be cool-headed anywhere he is. Think very well before we take a step, before you make a move. And me signing I'm going to change a lot of things in my family and the societies. Example, like my siblings,
I can send them money for them to go to school, and I can support my mom with their shop because everything is not that. Ja, und das vergleicht jetzt mal, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, mit irgend so einem, ja, mit irgendeinem europäischen Spieler kannst du halt nicht vergleichen. Allein, was die für eine Motivation haben, ne? Klar haben die natürlich auch dann einen gewissen Druck und so weiter, aber ja, das ist der Grund, warum diese Spieler, glaube ich, einfach auch einen gewissen oder mehr Antrieb, mehr Ehrgeiz haben, glaube ich. Ja. Was ja auch völlig klar ist, Alter, wenn du aus solchen Umständen kommst. Stable, so I can miss any professional contract, I can support them with that. So können wir ja gar nicht nachvollziehen, ne? I can support him with that, so we get a new house, everything. Ja. Da geht es halt um so viel mehr. Wir hatten einen Termin, auch schon frühzeitig einen Termin bei der US-Botschaft bekommen. We were going all through to the embassy, so every day we can't apply we went to Abuja. The same thing there, we couldn't apply the visa. Dann sind aus verschiedenen Gründen, was auch schon mal normal ist, die Botschaft geschlossen worden in Nigeria und alle Termine wurden abgesagt und nach hinten verschoben. It took me almost up to 2 to 3 weeks. It makes me feel bad because I couldn't follow my people to the. Ja, ich hatte mich schon gefragt, warum er nicht dabei ist, warum er erst jetzt kommt, so 2 Tage davor, ne? Das ist schon wild. US to go for the tour, so it makes me feel very sad. Aber wir wollten ihn unbedingt dabei haben und deswegen haben wir gesagt, dann landest du halt zeitgleich mit der Mannschaft am 17. und steigst dann ins Training ein. I'm happy to be here. I'm happy to be here. Very happy to be here. Stay sharp, guys. Stay focused in everything. Give everything a training. Then we're ready for tomorrow's game against Tirol. Naja, im Training machen wir die Hütten, wa? Excellent goal. Well done. Well defended, Jeremiah. No problem, Jimmy. Kim, wide. Start wide. Easy. Wait, no, stay here. Play. That's a good ball. Jeremiah, when he is wide, no, listen to me. When he is wide, stay back. When he goes inside, then you go. Yeah? Easy. Go! Shoot! Finish! Yeah! Okay, guys, come in the middle. We started a little bit slow today, but the rest, I mean, if I look at the shooting drill, the tactical drill, this really good from everybody. We trained really well. It's important. It was a good exercise on the edge. What we wanted to do, maybe a little bit over. So make sure you rest after the lunch. Take a rest in your room, because tomorrow is a game. Well done, guys. So sieht's aus. Erholung ist wichtig, ne? Ja, vielleicht werde ich mir das morgen mal reinziehen, wa? Das Spiel. Ist ja vielleicht mal ganz interessant. Laten stoppen. Want daar moet ik opnieuw bij werken. Ja? Dus na 2 weken is dat goed hoor. Ja, klinkt hetzelfde toch? Ja, ik kan beginnen eerst 2 weken ook en daarna. Hoe is het met jouw wedstrijd? Ja, ik doe zo'n project hier voor Bayern. Van 1 week dus speel ik vandaag in Innsbruck. En volgende week tegen Bayern 100 meter. Kijk je naar uit? Ja, en dan ook naar de vakantie. Vakantie nog voor vakantie? We gaan... Ja, nee, de kinderen zijn nog op school, maar misschien gaan we nog 5 minuten houden. Ja, ik zie je. Tot ziens. Tirol, ab in die Berge, du. Der Bären, ey.
Okay, guys. Great to play in a stadium. Great experience. But once the game starts, forget where you're playing. Just do what we have trained the last 3 weeks and stop playing with the outside, only if it's necessary. The last games, we only lose the ball when we do these outside passes. If you have a shot from 20, 25 meters, do it, especially Luis, he has a bomb in his feet. And Mo and Nacho help Jeremiah together with David. For him it's new, the position, but that's why he plays. Good luck, guys. Alles gut. Gutes Spiel. Wir sind eigentlich sogenannter Ableger vom ehemaligen FC Wacker. Wir haben es heuer geschafft, dass wir die 5. beste Mannschaft in Österreich waren, als Gesamtakademie gesehen. No foul. Well done. Gustavo, Gustavo! Der Roy ist aber auch schon Feuer, ey. Well done, Jeremiah. Ach, wie kann er denn da durchgehen? Er weiß es selber auch schon. Turn. Ah, David! Der Gegner kann schon kicken. That's it. Was war das denn, Alter? Ei. Oh, he has to be faster. If I go, they are here. I'm open, then they... Yeah, but this one, control forward, not control back. If you control forward, we can go. Okay. Was macht ihr denn? Was? Was gibt's? Ei. Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Mo, das ist doch... Da ist es. Ja, aber guck mal, wo Gustavo wieder ist. Jetzt spielen sie uns her. Go, Luis! Ja, go, Luis! Geh doch nach rechts, ja. Hey! Bien, Luis! Warte, jetzt bin ich gespannt. Warte. Wen hast du eingeteilt als Schützen? Warte. Geht der jetzt ernsthaft hin und diskutiert oder was? Hey, Bush. Sorry. Jetzt mach ihn bitte rein. Stay. Oh, das gibt einen Einlauf. Ei. Why you go to discuss with him who's taking the penalty? No. There's no discussion now. What did you say to him, Gio? I said let him focus. Yeah. Now you make him nervous. We agree to things. So when he takes a penalty, he takes a penalty. If he doesn't want it, he will tell you, because Gio had to take you away. I just asked him. No, but you don't have to ask if there are rules. Because you're playing for yourself. He lied to them, he lied to me. He said I wasn't frustrated. Ei. Wild. Ja, ich hab's ja gesagt, ne? Das wird, glaube ich, nicht so einfach gegen die U19, wie es letztes Jahr. Letztes Jahr war es auch nicht einfach, aber letztes Jahr war es halt ein Sieg für die Bird Squad. Ja, sehr interessant. Aber vielleicht kriegt man ja noch den Dreh. Ne? Bin gespannt. Mal gucken, wenn ich morgen die Zeit haben sollte, schaue ich vielleicht mal rein. Leute, das war's. Folge 6, Bird Squad. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wie immer an dieser Stelle, Leute, vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.